Grüß dich zurück zu Mass Effect 3. Wir sind hier in der Umkleidekabine oder in Shepards Kabine. Kabine. Und ich habe mich mal hier durch das private Terminal wieder mal ein bisschen durchgeschaut, weil ich nichts mehr weiß, weil die letzte Aufnahme schon eine gewisse Zeit her ist. Das machen wir später. Genau. Aber was wir auf jeden Fall machen können, ist das hier. Schau her. Und zwar Info für Sie. Wo habe ich das gelesen? Nee. Eden Prime. Glyph. Kabine Edi. Fane. Feron, Breron. Hä? Ich war der festen Überzeugung, ich habe da was von der Dings gelesen. Omega. Genau, da können wir auch hin. Also wie du siehst, wir haben genug zu tun. So, hinauf. Kampfinformationszentrum, genau. Und dann schauen wir gleich mal, wo wir hin können. Missionstechnisch bedingt. Kurzen Augenblick bitte. Naja, ich kann das ja nachher im Schnitt noch ein bisschen lauter drehen. Treibstoff ist voll. Ja, genau, bei meiner Nase im Winter. So. Massenportal, ich glaube. Warte ein bisschen. Ja genau, zu lange dürfen wir nicht scannen zwecks die Reaper. Da war ja was. Egal, wenn wir noch eine Mission hier haben, werden wir sie sehen. Okay. Citadel, Turiana, vermissten Kundschafter nachgehen. Petranebel, die Studenten retten. Genau, was ist hier? Proteanisches Artefakt, Milan-Nest, Hades-Gamma, Gemini-Sigma, bla bla blub. Sigurds Wiege, 100%, das haben wir abgeschlossen. Der Würgeschlund. Also wie du siehst, es gibt noch genug zu tun. Anusbecken, ich weiß, Anus, mir ist aber egal. Und schauen wir gleich mal, was es hier mit diesem proteanischen Artefakt auf sich hat. Ich weiß ja auch nicht mehr alles. Sorry. Ja, ich weiß. So. Eden. Oh, wir sind zurück auf Eden Prime. Wer weiß was? Ich glaube, das kennen wir alles schon. Egal. Rein da in die Missione. Bonbone. Gruppenauswahl. Wir nehmen das mal mit. Nehmen wir das mit. Nehmen wir die Ede mit. Sehr gut.
Mit dem sollten wir uns auch noch befassen. Ähm... Weißt du was, wir lassen das jetzt mal so. Das machen wir in einer eigenen Episode. Jetzt weiß ich aber nicht. Naja, schöne Rücken können auch entzücken. Wir werden die mitnehmen. Haben wir Mods dafür? Oh. Bestätigen. Annehmen. Modifizieren. Gibt's hier was? Aber da haben wir eigentlich, glaube ich, eh nichts mehr dabei. Ja, bestätigen. Oh, 4 Punkte. Überlastung, was war das? Überlasten Sie Elektronik mit dieser Kraft und betäuben Sie Ihre Gegner. Kampfdrohne, Sabotage, panzerbrechende Munition. 1, 3. Auch noch einen Punkt irgendwo hineingeblümelt. Ja. Eden Prime. Hier hat alles begonnen. Hier hat der Proteaner-Sender Ihnen die Vision gegeben, die uns vor den Reapern gewarnt hat. Hier fand auch der erste große Angriff von Saren und den Geth statt. Ja, und jetzt ist Cerberus hier und die Kolonisten von Eden Prime werden wieder angegriffen. Scheint länger her zu sein als nur 3 Jahre. Den Akten zufolge haben sie auf Eden Prime einen Mann verloren. Ja, Corporal Jenkins. Weckt die Rückkehr zu der Kolonie unangenehme Erinnerungen? Es ist okay, Edie. Jenkins war ein guter Soldat. Er wäre stolz auf das hier. Hoffentlich hilft diese Motivation auch. Cerberus hat Eden Prime schwer getroffen. Das Ganze war ihnen eine Großoffensive wert. Es gibt woanders noch Überlebende, aber alle Kolonisten in der Nähe der Ausgrabungsstätte wurden getötet. Das verdienen sie nicht. Ich weiß. Die Allianz hat versucht, Kolonisten zu evakuieren. Aber Cerberus kam so überraschend. Wenn wir Überlebende finden, tun wir, was wir können. Was ist mit dem Artefakt? Ist es vielleicht ein Teil des Ziegels? Die Allianz hatte keine Details darüber, was Cerberus genau gefunden hat. Da die ursprüngliche Ausgrabungsstätte eine Warnung vor den Reapern enthielt, könnte es etwas mit dem Tiegel zu tun haben. Ich bringe Sie so nah wie möglich an die Ausgrabungsstätte ran. Wir werden mit Sicherheit entdeckt, aber ein paar Minuten haben Sie. Verstanden. Also gut, alle zusammen. Bereit machen. Wir müssen zur Ausgrabungsstätte, bevor Cerberus weiß, dass wir hier sind. Das Gebiet wirkt verlassen. Los, mal sehen, ob wir die Ausgrabungsstätte finden. Natürlich finden wir das. Wir sind ja das Das Wiener. war früher eine wunderschöne Kolonie. Die Kolonisten haben nach Sarens Angriff alles wieder aufgebaut. Sobald Cerberus besiegt ist, werden sie das wahrscheinlich wieder tun. Die Stadt auf der Erde, in der ich aufwuchs, war brutal und dreckig. Das reinste Kriegsgebiet. Eden Prime hat das nicht verdient. Niemand verdient so etwas.
Boah, wie sehr ich es vermisst habe. Ich glaube, es sind das... Sehen Sie, Proteaner-Tech, die aus dem Boden heraussteht wie ein alter Knochen. Dr. Tassoni, sind Sie bei der Arbeit schon mal auf fossile Dinosaurier gestoßen? Nein, Dinosaurier und andere Fossile sind Sache von Paläontologen. Ich bin Archäologin und studiere Artefakte intelligenter Spezies. Das sind zwei völlig verschiedene Bereiche und... Sie haben einen Witz gemacht. Nein, Witze haben eine andere Struktur. Das war auf den Arm nehmen. Ach ja. So, jetzt schauen wir mal. Nochmal in die Steuerung ein bisschen reinkommen. Okay, was war das? Was war hier? Kriegen wir hier wieder Kohle. Na bitte. Medikit, immer gut. Munition haben wir hier. Aber wie gesagt, das ist... Ich mag das Spiel einfach. Vorbereitungsupdate. Wir haben weitere arbeitsfähige Männer und Frauen aus den befriedeten Gebieten geholt. Die meisten Kolonisten akzeptieren die Geschichte, dass sie harte, aber ungefährliche körperliche Arbeit in einem Cerberus-Forschungslabor auf der anderen Seite des Planeten leisten müssen. Und seit wir als Lohn die Essensrationen erhöht haben, gibt es kaum noch Beschwerden. Halten Sie diese Geschichte so lange wie möglich aufrecht. Wir haben zu wenig Leute, um die ganze Kolonie zu bekämpfen. Und wenn die Familien wüssten, dass ihre Söhne und Töchter nie wiedersehen, würden sie mit Sicherheit nicht mehr kooperieren. Shepard, diese Cerberus-Daten könnten den Kolonisten helfen, die in anderen Teilen von Eden Prime noch am Leben sind. Wie? Ich kann diese Infos an den Widerstand von Eden Prime übermitteln. Vielleicht helfen sie ihnen, Cerberus zurückzuschlagen. Aha. Hier können wir nichts machen. Darf ich euch mal spoilern? Oder einen kleinen Gedanken verschwenden? Große Fläche. Ziemlich viele Deckungsmöglichkeiten. Hier wurden wir versorgt mit Munition, die wir noch nicht nehmen können. Ich glaube, wir stehen Da einem... ist der Aufzug zur Ausgrabungsstätte. Gut, jetzt können wir herausfinden, was sie entdeckt haben. Ich glaube, uns steht ein Kampf bevor. Bei der Göttin, das kann doch nicht sein. Das ist kein proteanisches Artefakt, sondern ein Proteaner. Sie glauben, Cerberus hat einen Proteaner geborgen, den keine Reaper-Technologie modifiziert hat? Cerberus hat keine Leichen geborgen. Dieser Proteaner lebt. Sie haben recht. Das kann nicht sein. Das in den Archiven auf Ilos waren proteanische Stasekammern, die nur wegen Energiemangels nicht funktioniert haben. Cerberus hat das in einem unterirdischen Bunker gefunden, mit Energie. Er liegt seit 50.000 Jahren in Stase und wartet auf uns. Wir könnten so viel lernen. Was können Sie mir über Proteaner erzählen? Das Volk, nicht die Technologie. Sie wissen durch den proteanischen Dechiffrierer vermutlich genauso viel über sie wie ich. Das Proteanerreich umspannte die Galaxie. Sie haben viele Spezies unterstützt, damit sie sich der galaktischen Gemeinschaft anschließen konnten. Soll galaktische Gemeinschaft heißen, dass die Proteaner eine mit unserem Rat vergleichbare Struktur hatten? Ja, genau. Ihr kultureller und künstlerischer Ausdruck ähnelt tatsächlich ziemlich dem der alten Asari. Und wegen des ähnlichen Interesses an der Unterstützung anderer Spezies haben sie bestimmt an Kooperation geglaubt. So wie Sie das beschreiben, klingt das sehr nach den Asari. Meine eigene Wahrnehmung ist natürlich etwas verfälschend. Aber was die Proteaner auch waren, ein lebendes Exemplar ist eine unfassbare Gelegenheit. Zum Glück haben wir eine Expertin. Ich tue, was ich kann. Wenn ein einzelner Proteaner in Stase versetzt wurde, könnte er der führende Wissenschaftler seiner Zeit sein oder der weiseste Ratgeber. Cerberus hat die Kapsel beim Ausgraben beschädigt. Die Lebenszeichen sind instabil. Dann holen wir ihn raus. Nein, das würde ihn töten. Wir brauchen das Befehlssignal, mit dem der Stase-Modus beendet wird.
Außerdem müssen wir die Kapsel aufbekommen, ohne noch mehr Schaden anzurichten. Cerberus wollte in den Laboren in der Nähe die Funde von der Ausgrabungsstätte erforschen. Da sollten wir anfangen. Da sind sie! Ich mag, wie die NPCs miteinander agieren. Kurzen Augenblick, jetzt muss ich mal was schauen. Okay, das war das. Und da hinten ist der nächste. Au. Das war vollends in die Fresse. Ja, es wird jetzt ein bisschen dauern, bis ich wieder drinnen bin. Aber ist mir eigentlich Wursti. Da dies nämlich jetzt eh schon der dritte Teil ist, möchte ich diesen Also gut, Bewegung, bevor noch mehr von denen kommen. so gut wie es geht genießen. Und wie gesagt, ich habe schon 3000 Mal gesagt, ich liebe diese Spiele einfach. Aha. Die Kapseldaten. Überall diese Daten. Ja, Spiel, ich weiß. Kapseldaten, immer diese Daten. Ja, cool. Truppeneinsatz-Update. Schwerer lokaler Widerstand in den Süd- und Westsektionen der Kolonie. Wir haben die meisten unserer Truppen zur Unterstützung aus dem Norden abgezogen. An alle verbliebenen Kräfte im Norden. Setzen Sie die Standardpatrouillen fort, um die Illusion einer starken Präsenz in dem Gebiet zu wahren. Wenn die Einheimischen wüssten, dass wir unterbesetzt sind, könnten sie erheblichen Schaden anrichten. Noch mehr Informationen, um den Kolonisten zu helfen. Je mehr wir finden, desto besser wird ihre Chance. Kann man hier runter? Wow. Shepard, du bist ja ein richtiger Athlet. Danke. Wow. Da war was. Au. Weg. Du gestaubte Hühnerkacke. Ah. Warte, bis sie... Panzerbrechende Muni. Edi, das ist keine gute Idee. Ich kenne mich momentan mit den Waffen nicht mehr aus. Haben wir die genommen immer? Keine Ahnung. Danke für die Muni. Ah, die Edi muss erst wieder aufladen. Warp-Munition, Warp, Stase. Ja, Mädchen, tut's, was ihr am besten könnt. Alter, ist das scheiße, das Teil.
Wo ist eigentlich die Edi? Leben tut sie noch. Anscheinend. Naja. Ah, hier ist sie. Aha. Ach Gott, ich und meine Probleme mit den Waffen. Ja, ja. Mensch, Edi. So süß du auch bist und so gern ich dich auch hab. Jetzt, wie viele Geschütze stellen denn die noch auf? Diese Rotzgören. Irgendwo ist noch einer. Ah, hier. Okay. Weiter geht's. Da, die Laboraufnahmen der Proteaner. Cerberus studiert sie, um einen Weg zu finden, die Kapsel zu öffnen. Ja, ja. Das war mir klar, Liara. Ist halt typisch Cerberus, ne? Nicht wahr? Nehmen wir mit. Braucht er was zu essen? Ich wusste es ja, Krabs. Naja. Der Mr. Krabs war hier. Zup, zup. Wow, Shepard, du bist ja wirklich ein toller Techniker. Na, wie liegt sich's? Ich hoffe gut. Medikit. Wo sind hier die Daten hier? Victory! Die Schotten dicht! Verstanden. Wie viele haben wir verloren? Die Reaper haben ungefähr 300.000 Lebenskapseln zerstört. Ein Drittel unseres Volkes. Alarm! Nordshot kann nicht dicht gemacht werden. Feinde entdeckt. Dann alle Kräfte nach Norden!
Ich denke, ich kann es duplizieren und die Lebenskapsel öffnen. Sie haben das verstanden? Sie nicht? Nein, ich habe nur Rauschen gesehen. Cerberus hat versucht, es zu verstehen, ohne Erfolg. Der proteanische Dechiffrierer, den Sie auf Ferros erhalten haben. Dadurch sehen Sie die Bilder so wie ein Proteaner und verstehen ihre Sprache. Wie auch immer, ich habe das Video gesehen. Und wie die Lebenskapseln versiegelt wurden. Perfekt. Dann brauchen wir nur das Signal, mit dem Sie den Stase-Modus aktiviert haben. Das wird doch wohl kein Problem sein. Aber bevor es in die nächste Runde geht, machen wir hier eine kleine Pause. Ja, ich weiß, ich bin mittlerweile etwas gemein. Hier, 5 Punkte. Ich will in die Panzerbrechende investieren. Das sind 4 Punkte. Ja, hier müssen wir investieren. Zurück. Und die 2 Punkte möchte ich in die Sabotage investieren. Okay. Aber bevor wir das machen, machen wir hier eine kleine Pause. Ich hoffe, du hattest ein bisschen Spaß hier in dieser ganzen Geschichte. Und wenn du das Spiel nicht kennst, so wie du, Nuka zum Beispiel, wart ab. Das Ende wird lang. Bis zum nächsten Mal. Baba.